Grüß dich zurück zu einer weiteren kleinen Episode spontan. Diese wird sicher nicht klein, ich habe da einiges in petto. Wie du schon im Thumbnail gesehen hast, wenn du mich schon länger verfolgst, es handelt sich heute um Generation Zero. Wenn du durch puren Zufall auf dieses Video gekommen bist, grüße ich aus der Steiermark hier im warmen Österreich. Wo fange ich an? Ganz kurz. Ich spiele mit der Idee, ein Story-Video zu machen, schon seit über einem Jahr. Ich habe mich mit dem Skyfire-Update nun endlich hingesetzt. Das Skyfire-Update hat einige kleine Überraschungen gebracht. Ja, nicht zum Positiven, eher zum Negativen. Dazu kommen wir aber in diesem Video noch. Und eigentlich bin ich ja derzeit im Urlaub seit Freitag letzter Woche. Heute ist der 9.7. um 22:43 Uhr. Eigentlich bin ich ja im Urlaub seit letzten Freitag 13:30 Uhr. Allerdings, ja, ich bastel an dieser Spontanausgabe bastel ich schon das ganze Wochenende. So immer wieder mal eine Stunde, zwei, da es sich ausgeht. Oder da es sich momentan sehr schön ausgeht, dass ich da was tue. Genau. Ich zeige dir jetzt ein Intro und danach bin ich wieder da. Genau, es gibt einiges zu besprechen hinsichtlich Generation Zero. Und nein, es wird kein eigentliches Let's Play werden. Richtig, du hast richtig gehört. Da habe ich was anderes vor, aber dazu gehen wir dann nach dem Intro ein. Ich lasse jetzt ungefähr, 1 Minute 40 Sekunden alleine. Bis gleich. Convoy G01, codename CCP-974. Confirm position. Last confirmed checkpoint was 23:48 hours. Confirmed status of cargo and ETA. I do not need to remind you how important your assignment is, as well as the requirements you chose to comply with. Use channel 832 for response. Terminating communication. It is impressive that you managed to survive this long. I am amazed at how quickly you adapt. There's a fire burning out on the street. I can't bear to see. You claim it was my fault, but I know it was you still hiding the truth. You stupid boy, don't know that law always wins. They already broke open the door, so don't ignore that jail is the only way. All your sins. So, da. Ich hätte gesagt, wir gehen uns jetzt da. Das Skyfire Update kam mit einem zugehörigen Waffenpaket um 5 Euro und Gratis-Inhalten sowie einem Speicherpack. Den hast du gleich gratis dabei, zu den 5 Euro noch dazu. Gell? Und zwar, es ist das Problem, du kannst eigentlich nur mehr über Behälter, Waffenkisten und Rucksäcken speichern. Die Plünderer ist Speichern nicht mehr möglich. Keinen blassen Schimmer, was da wieder schiefgelaufen ist. Wir haben ja mittlerweile schon festgestellt, in der Videospielindustrie gibt es ja keine Qualitätssicherung mehr. Ne? Ja, genau. Heute ist der 11.07. um 16:57 Uhr und heute am 11. kam ein kleiner Hotfix. Ist auf Steam ersichtlich und zwar, ich lese euch mal den zugehörigen Text vor, den die Entwickler dazu geschrieben haben. Und zwar, seid gegrüßt, Survivors. Soeben haben wir einen zweiten Hotfix für das Skyfire Update veröffentlicht. In diesem Hotfix haben wir ein Problem beseitigt, bei dem Spieler Platzhaltertexte im Interface des Basisverteidigungsturms sehen konnten, sowie den Fehler behoben, bei dem Spieler Augmentierungen von ihren Waffen entfernt haben. Als wie wenn das Spiel nicht andere Probleme hätte. Vielen Dank, dass ihr uns diese Probleme gemeldet habt, damit wir sie so schnell wie möglich beheben können. Jo. So schnell wie möglich.
Naja, lassen wir das. Das Spiel hat an und für sich weitaus größere Probleme. Muss ich aber ehrlich gesagt gestehen, ich habe es in den letzten Tagen selber wieder erleben dürfen. Die Balance, die entfernte Levelgrenze mit Level 31, die Schrotflinte, die in dem neuen Waffenpack mit dabei ist, ist so drüber, dass sich selbst der Guerilla-Schwierigkeitsgrad aufhebt, also relativiert wird, und das ganze Spiel verkommt mittlerweile zu einem Tontaubenschießen. Muss man auch dazu sagen. Ich persönlich habe die Probleme mit Abstürzen, Bildrateneinbrüche. Das wird alles nicht angegangen. Warum? Ich weiß es nicht. Ist es den Entwicklern scheißegal? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gelesen in einem Forum, dass sich die Entwickler die wichtigsten Dinge vornehmen. BZW, sie haben da eine Prioritätenliste. Ja, und diese ist ja komplett falsch, wie wir mittlerweile schon mitbekommen haben. Seit sehr langer Zeit haben wir uns schon Gedanken gemacht, die Geschichte des Spiels zu erzählen, mit Hilfe vom Internet, den Logs im Spiel, Reddit, Discord und Generation Zero Wikipedia, habe ich mir viel Informationen zusammentragen, um das Ganze irgendwie umsetzen zu können. Ich will nicht mehr verraten. Die Geschichte an sich selber ist geprägt von einer riesengroßen Katastrophe, von einem Drama, von zweier unterschiedlicher Wege, einem Verkehrsunfall, einer Lungenentzündung, einer HIV-Infektion, Mord und Verrat. Genau, mein Metier. Generation Zero wird kein eigentliches Let's Play, es wird in Staffeln pro Gebiet und Story-Aufarbeitung kommen. Im Prinzip wie eine Serie. Genau. Eine weitere Änderung ist die Sache mit den Erweiterungen. Ich blende sie dir jetzt mal ein. Das, was du jetzt siehst, was angekackt ist, blau, mit einem blauen Haken, die habe ich installiert. Das kann nur sein, da bin ich mir noch nicht sicher, es wird noch was rausfliegen. Für eine knackigere Guerilla-Erfahrung. Und zwar, je weniger Erweiterungen ich im Spiel habe, auf meiner alten Kiste oder auf meinem alten PC, umso mehr muss ich feststellen, umso weniger Probleme habe ich. Jetzt zwar nicht mit Abstürzen, die Abstürze minimieren sich und die Performance ist auch etwas besser. Und zwar, ich bin die ganze Zeit schon überlegen, die Rivalen und die experimentellen Waffen als die Erweiterung des DLC rauszuwerfen. Jupp. Mir leid, aber ich möchte da ein klein wenig zurückgehen im Spiel. Eben wie ich schon gesagt habe, eine knackigere Erfahrung. Wie wird das Ganze ablaufen? Der Ablauf wird etwas linear vonstatten gehen. Wir werden der Geschichte im Verlauf dementsprechend folgen. Gefechte und Kämpfe werden entlang des Weges stattfinden, das kann ich da gleich verraten. Wir müssen viele Hintergründe aufarbeiten aus diesem ganzen Debakel, der sich in Östertörn abgespielt hat. Wir werden das so angehen. Hauptgeschichte, FNX Rising, Alpine Unrest, Basenbau, Basenverteidigung. Die Rivalen kommen später nochmal dazu. Aus einem einfachen Grund. Ich möchte mich dann mit dem Guerilla-Schwierigkeitsgrad ohne experimentelle Waffen mit dem Reaper anlegen. Richtig, du hast richtig gehört. Wie wenn du Fallout 4 verfolgst, wenn du mich schon länger verfolgst, wirst du gesehen haben, dass ich seit geraumer Zeit in Fallout 4 etwas Neues probiere. Und für mich selber, da ich selber persönlich nur Videospiele spielen, hochladen und dass du dir das dann anschauen kannst, wäre mir persönlich zu langweilig. Daher habe ich mir was überlegt. Und das wirst du dann auch in der Zukunft definitiv sehen im ganzen Verlauf. Zurück zu Generation Zero. Wann wird das Ganze dann erscheinen? Ich nenne es jetzt mal so, wie es die Hinterland-Studio-Entwickler gesagt haben. Es erscheint, wenn es fertig ist.
Aber wenn's jetzt zum Beispiel 2026 ist, aber die Zeit nehme ich mir und ich werde die Zeit brauchen. Kurz und schmerzlos. Wie du vielleicht merkst, ich habe mir ein kleines Skript vorbereitet. Ja. Ich blende jetzt da die Zukunft, die Zukunft jetzt einmal das Ende des Jahres, Anfang Mitte 2025 ein. Fangen wir mit den ersten 4 Sendeplätzen an. XCOM und die weiteren Teile, die ich auf Steam habe oder schon gekauft habe, die werden gespielt. Cyberpunk wird noch etwas dauern. Mass Effect wird sowieso noch etwas länger dauern. Da sind wir erst bei, ich glaube, Episode 53 ist mittlerweile eingegeben. Und das erscheint irgendwann Mitte Juni 2025, damit du ein bisschen eine Ahnung hast, wie lange das jetzt noch hingeht. Fallout 4 wird ein bisschen länger dauern, das haben wir gerade erst frisch angefangen und da arbeite ich mich mit dem Überlebensmodus durch BZW, einer Mod, die das ganze Spiel noch ein klein wenig herausfordernder gestalten wird. Genau. Und nun Sendeplatz 5. Wie ersichtlich aus dem ganzen September bis Dezember 2024 kommen viele angespielt und unkommentiert Folgen dieser 2 Formate. Jänner 2025 ist Sendeplatz 5 dann belegt mit anderen Spielen. Wie du siehst, Black, das habe ich schon zig Mal auf dem Kanal gespielt. Dieses Mal möchte ich es anders machen. Dieses Mal werden wir das Ganze knackiger angehen. Wir werden auf schwer spielen, damit ich später oben raus noch einmal das Spiel spielen kann für den Black Ops Schwierigkeitsgrad. Dazu aber dann in den verschiedenen Episoden mehr dazu. Genau. Und danach, ich habe es bereits wieder installiert auf die Xbox Series S. Es wird ein neuer Start kommen von Pro Evolution Soccer 2017, von Anfang an mit Norfolk City und dem Weg in die Champions League. Das ist das einzige Fußballspiel, wo ich wirklich vertraut bin damit und auch mit Norfolk meinen Spaß gehabt habe und den möchte ich gerne nochmal haben. Richtig. Noch was. Spiele wie The Last of Us, Days Gone, The Outer Worlds, No Man's Sky, Dragon Age und vieles mehr, das noch auf meiner Liste steht, die werden kommen, wenn die Zeit reif ist. Genau, da bin ich beim Daniel. Ich habe den Kommentar jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber ich möchte meinen Kanal stressfrei halten, wenn die Spiele kommen. Kommen sie, was kommt, möchte ich genießen und was derzeit online ist, das sollst du auch genießen, ohne Stress und ohne, ich muss da jetzt durchrauschen durch das Spiel. Genau. Ich hoffe, du hast jetzt einen kleinen Einblick erhalten, was ich vorhabe. Und ich verabschiede mich wieder zurück in den Urlaub. Man sieht sich und bis bald. Baba.